Finale. Oh, haben Sie da auch schon drüber gespannt, ob Finale so wie der Mario. Ja, wo Fred springt hier schon, ist bei Decke. Natürlich sind wir gespannt. Wir sind an der letzten Episode, wo VGLU spielt Super Mario Ferrasisch an. Ja, mal gucken, wie wir hier noch gut durchkommen. Natürlich immer noch ein paar Sterne an der Rebo-Welt zu machen. Und danach geht es dann auch direkt ans Finale. Naja, wenn nach 100 Münzen sammeln, rein an den mega gefährlichen Kurs. Dann denke ich ja, bei den Palast. Und dann, voilà. Da haben wir, ja, Mein Kind. also 100 Münzen an diesem Level ist schon ziemlich kompliziert, ne? Du musst schon bald überall hin. Also einfach auf die Einzelplattformen zu kommen, das ist gut nicht. So nicht am Schloss, du musst schon mal einen gewagten Sprung, kommst zurück auf das Labyrinth springen oder so, ne? Mit GW zurück. Oder hat mich den so, wie mir das dann hier am Video gelungen ist. Wenn ich wirklich hier am Anfang direkt alles sammelt, da können ihn so just ab über 100 Münzen, ohne dass ich muss über den Teppich fliegen. Also dass du Schloss kannst übersprangen. Ja, genau. Bisschen Tappi muss man aber fliegen, ne? Wir sind nicht so gleich. Also wir haben ganz am Anfang gemäht, ja, ganz am Anfang von Part sind wir ja durch die 8 Münzen gegangen. Und übrigens muss man so nicht mit dem Tappi fliegen. Und man muss dann Hanno in der Wand springen. Er hatte gesehen, dass du bei der Bobom zu kommen, wo die blauen Münzen sind. Da geht natürlich keinen Fehler machen. Es gibt relativ viele Blumen. Wie viel sind genau, wisst ihr das? Sind wir ja nur 6 oder 7? Eigentlich. Okay, ich hatte noch ein bisschen mehr getippt. Nicht wirklich, nee. Okay. Ging die Schwundere Wand mehr wie 7 Münzen wären. Heidi Lakito kann auch so ein bisschen ein Troll sein. Mir ist irgendwann später beim Spielen aufgefallen, dass man halt auf der zweiten Plattform viel mit Dave flitzt wie auf der ersten. Der Tisch kann ich für sich ganz auf der ersten und zu sprangen. Die reden mir gar nicht und geht dann von selber. Das ist nur ein Detail, was mir nie aufgefallen ist. Das Also war mir ist ziemlich das cool gemacht. Mir ist das aufgefallen, weil ich halt später hin ein Versicht tun, die Blumenszeit zusammen. Ich wollte einfach nur so sehr wie mich bei Labyrinth kommen. An all Chaos und ich den im Futti gemäht. Und ich wollte nicht. Und das ist mir dann aufgefallen, weil er das mir Dave flitt. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sind da. Ja, wir sind schon auf 85 Münz. Plus die Rot, da gehen immer 2 Münz. Sind da 8 Stück, sind da 16. Das kommt aber ganz nur in 100 Runden. Okay. Mir ist zwischendurch ein Münz aufgefallen, die heute mein Joch und John nicht gesammelt. Es geht so knapp durch. Das, ja, so, Ben. Das sieht man Scott Schnapp oder noch gesehen. Münzen, ich meine, das sind aber auch die schwersten, mit denen springst du dann ja gewirrscht. Oder was ist du dazu? Wahrscheinlich. Vielleicht sind es die schwerst, ja, nee, ich bin so, dass aber die an der giftgrünen Grotte ein bisschen mehr nervig sind, ein bisschen ja. zeitintensiv. Das heute geht aber relativ sehr, wenn ihr drauf wollt. Sind zwar nur ein bisschen erstaunt, dass das wirklich machbar ist, ohne bei Schloss oder auch bei Schiff zu gehen, weil ich schon die zwei immer mit angerechnet. Mein 100, also mein 100 Münz hatte ich dann immer Schiff gesammelt. Also verständlich. Aber der Nummer haut schon nicht selbst gelehrt. Ja. Geht effektiv ganz sehr lang. Dann darf er am Anfang auch nur nach dem E-Stern übrig und ganz so. Und dann kann er ganz easy machen. Immer bei dem Moment, dass du vom Spiel, wo ihr denkt, oh, alle da drin sind richtig. Du könnt wahrscheinlich froh bei den Zuschauer, ob, ja, du da wo gesagt 120 Sterne sind, nicht. Wo hast du denn 120 denn? Man denkt dran, an den letzten Level geht nach Rot Münz. Wird man auch auf ein ganz fies Stellen treffen. Ich meine, ich weiß, was du meinst. Das wahrscheinlich auch die letzten Münz, die ich davon drin. Ah, du mal eine kleine Fail. So ganz ohne Fehler geht es leider
ganz so nicht viel geht auch Nee, gut lo hummer eng Rundzuel o lief 50 Leben. wunderbar perfekt kalkuliert Alles gewollt. alles gewollt Also die Stunde da rein kann man sehr Kaffee wirklich auch maximal von Leben denken als Reche selber oder so noch gespielt hast Nee. oder nur darüber hast. du hast auch lo nicht so schwere Stadt zu erwischen wann du das Spiel 100% durchspielst dann kriegst du 100 Leben geschenkt von daher Vielleicht gesinn man dat Herr auch nach. Ich denke, als Challenge denke ich, zu setzen, dass du wobei als Mann bewegt zu sterben, gibt doch keine Quote, keine Speedruns, die Stunde oder so. doch Am eng Weltrekord stirbst du go net. ja ich meine noch aber Ja. Das schon so Ja, als optimiert, nächstes dass erzählst, du- dass das niemand gut vielleicht du schwätzt etwas ganz Gutes un weil es gibt tatsächlich Spieler an denen stirben ziemlich einfach ist und du gibt tatsächlich Speedruns gemacht wo es auch darum geht so man wie Mensch zu stirben oder überhaupt nicht zu stirben du Spiel war du kennen das The Bending of Isaac an Super Meat Boy die hu so wie nennen die das Helpless Runs ich kann mir vorstellen dass Super Mario Bros 2 der The Lost Levels auch so ein Kategorie huet Stimmt. Ja, ich mein, dat auch teilweise Weltrekorder auch nach dort dran sind die einfach ich weiß nicht ob es so ein bisschen das aller Donkey Kong 60 also die allen langen Spieler die sowieso 5-6 Stunden dauern am Weltrekord hat das einfach dann bei weitem nicht so optimiert als da den du ohne dort durchkönnt weil auch oft Sachen random sind das sind einfach Sachen die schlecht kann beeinflussen und ich weiß nicht, du hast dann Chance aber relativ viel Stadien stirbt und okay sah nicht was so also letzt sterst hat stehen den Urwel Schloss aus ich mengen Wie war's? nur der Reihenvoll scherste da war ein ziemlich Stern den ziemlich frei kennt ne sind halt den zweiten aus ja ich meine noch die nicht, Am tu die nicht zweiten, ganz am Anfang hat den ganz am Anfang vom Video gesehen ja komisch weil also wie auf jeden Fall schon mal aus da den ganz bald erkundet wenn man ein Base 10 weil wann der do vom Feuer getroffen geht dann verpasse den Tab wie der Rob geht an dass sie da wird wirklich angespart am Schloss da was kommt nicht wie so schon einfach du raus Das war auch knapp, das Tote. ich mengen Heilo ganz zum Schluss dass das dann auch so mal Taskgeschichten kann ich nämlich umtrappen nach so den Backlong machen an ich mein dadurch kann ich dann vermischen da den ob die einer Plattform vom 6. Stern könnt du mal schläst du mal an die Welt auf gehen an Final ja von hätte man schon was 50 Sterne durch die kommt lieber am Anfang als der Teil sind ja dann ein unendlich Strab weiß ein Kehr hat den du kann also theoretisch kann ich doch mal Backlong Jump dann rob kann ich die unendlich Strab übersprangen boah das kann schon halt leider noch nie weisen ich denke die Mädchen kennen das auch die nur noch true bleiben Ja, Ja, der aber Krieg, vielleicht- eigentlich, wir hatten schon ein gewissen Das so aber ähnlich vielleicht- funktioniert das hat aber vielleicht natürlich wes als man den beim Backlong Jump echt dat die Längsmauer umpeilt dat den dann durch die Mauer glitscht und dann an die Atlantis Aquariawelt glitscht ja so wir sind an der letzter Welt eigentlich gar nicht so schwerische Parcours Me die Rotmens die sind halt ein bisschen fies verstoppt ja, ich mein, zum Molz die next ja die nächste ist wahrscheinlich die am fieseste verstoppt an Oder der sie ganzen gesehen? Mario-Historie also schon sie nicht gesehen du gleich gesehen also du musst auch noch aufpassen Gut dass du gemäht. nicht hochfällst ne? ist das richtig gut gemäht weil du musst Kameraaussicht anderen für Sekunden zu gesehen eigentlich ja das ist wahrscheinlich so eng da passt du ganz over nur kommen und du 7 Ja. Münz an day fehlt ja und dann denkst du so wo war ich? schon okay als angespannt du hey auf den Punkt du kommst und ich denken ich weiß nicht, das oft so bei den Spieler dass
talschend an der enger Ebene ass an die andere Halschen bei der anderen Ebene an Haiiers aber recht gefeiert gingen oft denken los wo bei Talsche gekommen du mis dort schon die 50 nee, das ist alles richtig so. Ich mein Hai hatte ich lever net riskiert Uni die Plattform drüber zu spannen mit hätte aber eigentlich geklappt an dat mir so gesagt ganz cool drüber gesprungen und die rote Münz gesagt noch immer gute Progress am Level ist man schon bei 6 von 8 schon fertig hat man das schon ein Google Gumba treten immer nimmen zu 3 op stimmt das? Ganz genau ich wollte genau da duzen auch schwätzen ich meine schon dass sie vielleicht auch Hai Uwen gesagt und halt nimmen 2 Gumba und dann hast dann natürlich froh wo hast den dritte Gumba an Spiel hast das so programmiert dat irgendwie dann nie mit der Plattform spawnt an wie nicht auf enger Plattform aus spawnen dann auf die nächste Plattform die was und das am Punkt den Boden vom Level so quasi Bounce aber wenn du nicht kann existieren und sie gingst du hochsprangen dann existiert die Gumba nimmen für Frame ist dann ein Spiel realisiert du kann nicht existieren und dann hast du fort auch allmäßig an welche Theorien für wie kann ich die Münz vom Gumba kreieren sie beim 120. Stern kommen der letzte vom Spiel hallo ja lo kriegt der Bau sein anständig Strachtprügel so geht's ja nicht ja da sind wir beim Fallboss ja Prinzip ist eigentlich das gleich bliebe wie jetzt auch schon bei den anderen 2 Bowser war im Schwanzparken ergängt die Minen die du platziert sind schmeißen allerdings wird diese Boss halt 3 Phasen anstatt nimmen eng man vielleicht auch eine kleine Überraschung noch an den natürlich auch pur weiter Attacke es können dann diesem Let's Play einfach nicht zu sehen Attacken nicht kennt Kevin einfach keine Chance ich meine dann da willst den Bowser auf sein Moveset gucken dann muss ich einer Let's Play guckt meint da sieht das so oft ja, so. Warum hat dann Finalphase der Arena ist ein große Stern gehen aber das ist doch schon rival was relativ gut Thailand kommen heißt sie noch so Speedrun Killer halt und der Bowser einmal daneben gesprungen wird dann hast der Rekord schon fort die ganz oft so zum so Speedruns sind dann nach wissen Bowser auch hochgeheim und du hat gepackt kurz zum großen Sternlo abgeploppt dass die Geld nicht zu den 120 Sternen du ging doch 100.000 Mythen dass den 121. stärkste nee wenn das nicht mehr symbolisch du okay man natürlich eine wunderschöne Musik zu hören wunderschön Cutscene du kannst auch schön Blödsinn machen wann den du an den zweiten Spieler dann Nintendo versicherten zweite Controller dran wird kann den heim der Kamera rundherum spielen das ist immer ziemlich witzig nur zu gucken konnte mir leider nicht mehr bei mir auf der Wii U gespielt tun ich steht aber schon getestet an das geht wirklich also die können als Spieler 2 an der Cutscene tatsächlich mit der Kamera hantieren an die komplett andere Winkeln schmeißen wie viel Freiraum hast dann du eigentlich genau bleibt aber schon auf der Breakmatter-Kamera ja das schon mir du kannst dich halt von längs ignoriert zu umdrehen also du kannst mit gucken Lorid auf Peach und da kannst halt einfach du Fenster und Fassade gucken du am Platz von Peach kannst einfach so an den Himmel gucken oder so so Holle viel gehabt du mat Katja so gerat und gibt nicht mehr Kuch ja. Ah, ja an ja, der wird vergessen ich hatte gedacht der Kuch wäre schon fertig mit den anscheinend ja
Iwer Zeit vergiss gin. De Cake is a lie. Mario geht du net dran. De Cake is a lie. Ja, lauscht auf mich. Okay, dann kann nicht. sie nicht wieder stoppen. Mal gut, wir sind durch mit Super Mario Fernsehst. Ein etwas dazu zu äußern nach. Ja, ich wollte vielleicht mal ein bisschen drüber schätzen. Also, wir hatten ja am Anfang vom Let's Play gesagt, mein Ziel wäre gewesen, für das in 5 Stunden hinzukriegen. Na gut, wenn ich das alles hinstreiche, 12 Videos, in 20 Minuten, da können noch 4 Stunden. Natürlich schon zwischendurch noch ein bisschen Fails gehabt, ich meine, die man dann auch nicht unbedingt gewissen haben. Vielleicht kann ich das dann noch 4,5 Stunden abrechnen, aber ich so gesehen mein Ziel erreicht und ich bin ganz zufrieden damit. Genau. Wenn du noch Ich etwas... habe 4 geholt, und auf 15 Parts zu bleiben, weil wir 12 Folgen Top-Resultat geholt. Ich meine, für Comeback von Let's Play ist bei diesem Channel gute Qualität gewesen, also top and Kaff. Das hat schon wirklich gelohnt, dass auch Mods kommentieren, auch wenn ich Spiel selber nicht gespielt habe. Da hat viele so beigelehrt. Ich meine, Erik durch. Oh ja. Den du der einer tunnest du aus dem Let's Play Matt Goal. Das ist ein Nostalgie-Revue passieren lassen. Ja, dann war man vielleicht echt auch ein Spiel kennenlernen. Wenn ich Musik noch hören, das ist schon ziemlich krass. Also, du verbindest, die Musik verbindest halt direkt mit deiner Kantität. Oh ja. Definitiv. Dann seid ihr ein klar die Level da Gesicht wird. Ja, also wunderbar schönes Spiel. Ich kann nicht jeder Uroten denken und spielen oder am besten durchzuspielen. Wann dann aber auf der Nintendo versicht. Großer Kritikpunkt nämlich, den wir holen, Wii U-Version ist leider nicht so gut programmiert, was die Steuerung geht. Wir haben große ganzen Nintendo-Teilen wirklich ein super Spiel bräuchte an. Das wird doch nach langer Zeit, ich meine, an den Top-Listen existieren. Das ist definitiv von den besten Spielern von Nintendo 64. Ja, ich gebe sogar so ein allgemein, was Nintendo bräuchte wird. Ganz weit durch. Kann halt auch mit Haut zu das noch immer mitteilen, das ist halt der Wahnsinn. Das Spiel hast du, was weiß ich, über 10 Jahre alt. Und So gut kannst 20 es Jahre zu lang. gut 20 Jahre, genau. Und du kannst es haut nach immer spielen. Das ist wirklich, wirklich wunderschön. Und die nach allen Tagen neue Sachen hörst. Also, das ist unglaublich. So, wir weisen ja schon nach etwas, was die für den 120. Stern da kriegt. In einem kleinen Cut. Und da sind wir gleich rum da. Wir haben immer noch den Schlussbildschirm. Mir da geschnitten, wie viel mussten halt laut Konsole resetten. Und da sind wir rumzurück. Hallo? Guck mal jetzt mal an, was wir genau freigeschaltet haben mit 120 Sternen. Nämlich, als die Kanonen hallo freigeschaltet gehen. Und da können wir jetzt auf den Dach schießen. Wohin allerdings auch zu Fuß rob könnt man gekonnte Wand springen. Aber ja, wir machen nicht den klassischen Weg. Einfach mal der Yoshi, den eine kleine Nachricht für uns hört. Und der schenkt uns dann, wie angesprochen, schon maximal Leben. Da muss ich nicht regulär Altbeeren sammeln. Genau. Also, da das Belohnung für die 100%, kriegt ihr natürlich auch noch von den Entwicklern merci gesagt für die 120 Sternen. Es hat sich auch verschiedenes geändert, zum Beispiel der Pinguin aus dem Nut-Nut-Land, aus viel mehr dicker, viel mehr schnell für zu besiegen. Also, sie so Kleinigkeiten, wo ich noch spielen kann, mit dafür geht es eigentlich nicht mehr. Du kannst ihn sich halt selber ein bisschen testen. Er tut ihn auch speziellen Dreisprung, genau. Den zwar auch eins so behindern kann, also das ist nicht immer gut. Jo, dann schauen wir uns heute noch ein bisschen mit der Flügelkappe amüsieren. Große Überraschung. Ewig probiert auf den Dach zu kommen, mit der Flügeln und der Kevin lebt da einfach ab. Das geht doch nicht. Nächste Punkt. Ja. Ich gebe so ein dummer Zimmer durch. Mir so merci bei jeder Rang den Hai bis zum Part 12. Drüben ist und da gucken wir mal, mit welchem Projekt wir erst die nächste Jahr überraschen können. Bis dann.